الدين النصيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآل آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir wollen die Scharia haben. Jedoch wissen die meisten Menschen nicht, was Scharia bedeutet. Oder viele stellen sich unter eine Scharia-Form, als Regierungsform, Hand abhacken vor, Steinigen vor, Köpfe abhacken vor. Aber ist das wirklich die Scharia? Also ist das wirklich Scharia, so wie es wirklich ist? Und da sagen wir, hier gibt es ein gewaltiges Problem. Die Menschen haben die Scharia falsch kennengelernt. Selbst wir Muslime haben, glaube ich, die Scharia oft falsch erklärt. Denn wir konnten es selbst nicht erklären und haben immer wieder gesagt, die Scharia sei Hand abhacken oder steinigen. Aber Scharia ist mehr als dies. Scharia umfasst das ganze Leben eines Menschen. Ich werde euch jetzt mal einige Beispiele geben über eine Zeit, wo die Scharia herrschte, wo ein islamisches Kalifat war und dort die Scharia war. Mit welch einer Gerechtigkeit die Scharia herrschte. Allah sagt in Surah Nisa zum Gesandten Allahs: Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah. Wahrlich, wir haben das Buch zu dir herabgesandt mit der Wahrheit, damit du zwischen den Menschen richtest, wie es Allah dir gezeigt hat. Und dann sagt Allah, was sehr interessant ist und was sehr hart ist eigentlich: وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. O Gesandter Allahs, sei nicht der Verteidiger, der Verräter. Das sagt Allah zum Gesandten. Und Allah sagt dann weiter: وَاسْتَغْفِرُ inna Allaha ghafurun rahim. Und bitte Allah um Vergebung, denn Allah ist allvergebend und barmherzig. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. Und sei nicht der Beschützer oder der Verteidiger von den Verrätern, denn wahrlich, Allah liebt nicht diejenigen, die gegen sich über sündhaft sind und betrügerisch sind. Hier korrigiert Allah den Gesandten mit solch harten Worten und vor allem im Koran, sodass es bis zum Tag des jüngsten Gerichts von uns verlesen wird und immer wieder gesehen wird. Jedoch, warum tut das Allah? Allah sagt eigentlich ganz klar hier, selbst wenn es der Gesandte Allahs ist, hat keiner das Recht, Unrecht sich zu verhalten. Denn der Islam ist die Religion der Gerechtigkeit. Es gibt keine Ausnahme hierbei, Unrecht zu handeln, dass man bei ihm ein Auge zudrückt. Selbst der Gesandte Allahs wurde hart korrigiert. Aber wieso wurden diese Verse herabgesandt? Schaut mal, in Medina gab es eine Familie. Sie hatten 3 Söhne namens Ibn Ubayrik. Diese 3 Söhne haben in der Jahiliyyah-Zeit damals geklaut, Raubüberfälle gemacht, Sachen von Menschen beschlagnahmt. Und als sie zum Islam konvertieren, behalten sie ihren Ahlak bei. Und eines Tages wacht einer von den Ansar, Qatada ibn Nu'man, und sein Onkel auf und sie sehen, bei ihm wurde eingebrochen. Und ihre Getreide wurde geklaut, ihre Getränke wurden geklaut und ihre Waffen wurden geklaut. Jedoch als sie geklaut wurden, haben die Leute nicht gesehen, dass in dem Sack ein Loch war und sie eine Spur hinterlassen haben. Am nächsten Tag sehen sie, dass die Spur zu Beni Ubayrik geht, zu den 3 Söhnen. Qatada ibn Nu'man geht zum Propheten und sagt: Ja Rasulallah, Beni Ubayrik ist bei uns eingebrochen, sie haben bei uns geklaut. Wir wollen das Essen nicht zurückhaben, aber er soll uns unsere Waffen zurückgeben, denn unsere Waffen sind uns wertvoll. Als Beni Ubayrik dies mithört, nehmen sie die Waffen und geben sie bei einem Juden, legen sie bei einem Juden ins Haus. Dann geht der Prophet zum Juden und sie sehen die Waffen wirklich da. Denn Beni Ubayrik dachte bestimmt, naja, wir geben sie bei einem Juden, der Jude ist arm und dann wird der Prophet sowieso nicht lange irgendwie nachgucken und dann wird er den Juden Unschuld geben. Der Prophet kommt dann hin und dann sagt der Jude: Ey Mohammed, Wallahi, ich habe nicht geklaut. Meine Familie kann das beweisen, dass ich nicht geklaut habe. Beni Ubayrik hat geklaut, warum bestrafst du sie nicht? Dann sagt der Gesandte Allahs, Allahu Alam, vielleicht das sind Muslime, das ist ein Jude, um die Muslime nicht jetzt in den Schmutz zu ziehen. Hat er gesagt, Beni Ubayrik hat nicht geklaut. Und da sagt Allah: Stopp! وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Sei nicht der Verteidiger, der Verräter. Selbst wenn das Muslime sein sollten, sei nicht der Verteidiger, der Verräter. Selbst wenn es ein Jude sein sollte, der Jude im Recht sein sollte, so wird der Jude Recht kriegen. Das
deshalb sendet Allah diese Verse herab, um einfach zu sagen, die Religion des Islams ist die Religion der Gerechtigkeit. Selbst wenn ein Jude und ein Moslem sich gegenüberstehen. Eines Tages eine Frau in Medina, sie klaut. Und sie klaut Stoffe und dieser Wert übersteigt das so sehr, dass ihre Hand abgehackt werden soll. Diese Frau ist aber von Beni Mahzum, das ist eine sehr ehrenhafte und angesehene Familie. Und sie versammeln sich und sagen sich, es kann nicht sein, dass von Beni Mahzum eine Frau die Hand abgeschlagen wird, weil sie geklaut hat. Das wäre hier schlimm. Was machen sie? Sie rufen Osama ibn Zayd und schicken sie ihm zum Propheten, damit er beim Propheten Fürsprache machen kann. Osama ibn Zayd, mal nebenbei, ist der Liebling des Propheten gewesen. Er hat auf den Schoß des Propheten gesessen und der Prophet sagte, O Allah, ich bin mit ihm barmherzig, sei du mit ihm barmherzig. Wallahi, ich liebe seinen Vater und ich liebe ihn. Hat der Prophet immer gesagt. Und Osama ibn Zayd geht zum Propheten und sagt, Ja Rasulallah, von Beni Mahzum hat jemand geklaut, könntest du nicht diesmal ein Auge zudrücken? Atashfa'u fi haddi min hududillah, ya Osama? Und der Prophet sagt zu Osama, bist du gerade wirklich hierher gekommen, um Fürsprache gegen ein Gesetz Allahs zu machen, dass ich ein Gesetz Allahs nicht anwenden soll? Und dann kommt dieser Spruch, der in die Geschichte geht. Er sagte, vor euch die Völker wurden genau deshalb vernichtet. Wenn eine anerkannte, eine bekannte, eine reiche Familie eine Straftat begangen hat, wurden sie nicht bestraft. Wenn jedoch die Armen eine Straftat gemacht haben, so wurden sie sofort bestraft. Und da sagt der Prophet, Wallazi nafsi Muhammadin biyadi, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, selbst wenn meine Tochter Fatima klauen sollte, würde ich ihr die Hand abhacken. Das ist der Islam. Das ist Gerechtigkeit. Schaut mal, der Prophet, er ist der Prophet Allahs und er sagt das über seine eigene Tochter. Natürlich würde das Fatima nicht machen. Würde der Prophet die Hand abhacken von seiner eigenen Tochter? Er würde es tun. Aber natürlich wird das Fatima nicht machen. Aber er würde es tun. Die heutigen Systeme sind so aufgebaut. Sie erlassen Gesetze, aber diese Gesetze werden niemals sie selbst treffen. Ein Beispiel. In unseren Ländern wird Militärdienst ist Pflicht. Und es wird immer gesagt, Militärdienst ist die Pflicht eines jeden Bürgers. Jeder Bürger muss Militärdienst leisten, denn das gehört zur Ehre. Okay, schön. Aber ihr werdet niemals mitkriegen. Ihr werdet natürlich mitkriegen, da sterben Menschen, am Grenzübergang sind Menschen gestorben, hier beim Anschlag sind Menschen gestorben. Ihr werdet aber niemals mitkriegen, der Enkelsohn vom Politiker ist gestorben. Der Cousin vom Präsidenten ist im Krieg oder bei Grenzüberwachung gestorben. Er ist beim Anschlag gestorben. Sowas werdet ihr niemals mitkriegen. Sie erlassen die Gesetze, aber die Gesetze treffen niemals sie selbst. Eines Tages, zur Zeit von Umar sein Kalifat, kommt Ubay ibn Ka'b zum Umar ibn Khattab und sagt, ey Umar, da hinten der Garten. Er sagt, ja, das ist meiner. Ubay ibn Ka'b sagt, nein, das ist meiner. Umar ibn Khattab sagt zu ihm, wie denn deiner? Seit Jahren pflanze ich da ein, ich pflege den Garten. Wie denn das ist dein Garten? Das ist mein Garten. Er sagte, nein, das ist mein Garten. Da sagt Umar, ja, dann hast du einem Richter gehen, ich kann kein Urteil fällen. Sie gehen und sagen, okay, Zayd ibn Sabit ist in der Hinsicht gut, wir gehen zu Zayd ibn Sabit. Sie gehen hin und Zayd ibn Sabit, als sie reinkommen, sagt, ey Amirul Mu'minin, setzt du dich hier hin. Und Ubay ibn Ka'b setzt sich hier hin und sagt, Umar, schau mal, das ist Imam al-Adil, das ist ein gerechter Herrscher. Und da sagt Umar ibn Khattab, ey Zayd, bevor du angefangen hast, hast du schon Unrecht getan. Ich bin hier als Umar, ich bin nicht als Kalif, als Emir hier, ich bin hier als Umar und ich setze mich nicht da oben, ich setze mich genau auf den Boden, da wo Ubay ibn Ka'b sitzt. Und dann sagt er, okay, dann komm, die setzen sich hin. Und danach sagt Zayd ibn Sabit zu Ubay ibn Ka'b, hast du einen Beweis, dass der Garten dir gehört? Er sagt, nein. Er sagt, ja, aber ich will, dass Umar schwört, dass der Garten ihm gehört. Und dann sagt, Subhanallah, und dann sagt Zayd ibn Sabit zu Ubay ibn Ka'b, fürchte Allah, du erwartest vom Kalifen, dass er wegen 3, 4 Palmen bei Allah schwört. Und Umar ibn Khattab sagt zu Zayd ibn Sabit, misch dich nicht ein, was willst du denn? Das ist ein Streit zwischen mir und Ubay ibn Ka'b. Wenn die Scharia verlangt, dass ich schwöre, dann werde ich schwören. Und er schwört und dann ist das halt so, dass der Garten Umar gehört. Und als sie dann rausgehen, sagt Umar zu Ubay ibn Ka'b, ich schenke dir den Garten. Und dann sagt Zayd ibn Sabit zu Umar, ey Amirul Mu'minin, warum hast du das denn nicht von Anfang an gemacht? Da hätten wir uns alles erspart. Und Umar ibn Khattab sagt was sehr Interessantes. Er sagt, ich wollte, dass alle Menschen sehen, dass vor den Gesetzen Allahs jeder gleich ist. Selbst der Kalif. Ein anderes Beispiel von Umar ibn Khattab.
Sie erobern das Byzantinische Reich, sie zerschlagen das Byzantinische Reich, sie erobern Ägypten, sie erobern große Gebiete und sie erobern Jerusalem. Als Jerusalem erobert wird, sagt Umar ibn Khattab, ich werde Jerusalem selbst einnehmen, Kudus. Und dann sagen die, okay. Und er wollte die Schlüssel entgegennehmen. Und er geht mit seinem Sklaven los und sie haben ein Kamel. Und sie haben so abgemacht, Umar ibn Khattab ist eine Weile auf dem Kamel und der Sklave ist eine Weile auf dem Kamel. Wenn der Sklave oben ist, dann zieht Umar das Kamel. Und wenn Umar auf dem Kamel ist, zieht der Sklave das Kamel. Und sie tauschen sich aus, wechseln sich ab. Und kurz vor sie in Jerusalem ankommen, ist Umar mit Ziehen dran und der Sklave ist oben auf dem Kamel. Und der Überlieferer berichtet, Umar ibn Khattab hat seine Schuhe in der Hand, er ist verschwitzt, zieht das Seil hinter sich her und oben der Sklave. Und die Muslime kommen zu Umar und sagen, ey Amirul Mu'minin, alle haben sich vor Jerusalem, vor den Toren von Kudus versammelt und sie erwarten und sie denken sich, wer ist dieser Kalif? Sie sind gespannt drauf. Wer ist dieser Kalif, der hier die ganzen Gebiete erobert? Der große, starke Kalif. Geh du doch auf das Kamel und lass doch einfach den Sklaven das ziehen und mach dich ein bisschen gerade so, weil die erwarten uns alle. Und dann sagt Umar ibn Khattab einen Spruch, der wieder in die Geschichte geht. Er sagt, Nahnu qawmun a'azana Allahu bil Islam, famahma abtirayna al-izzata bighayrahu azalna Allah. Wir sind ein Volk gewesen, was in Erniedrigung gelebt hat. Aber Allah mit dem Islam hat Allah uns Ehre gegeben. Wenn wir die Ehre woanders suchen, wie im Islam, so wird Allah uns wieder erniedrigen. Wenn wir unsere Ehre in Kleidung suchen, wenn wir unsere Ehre in Ansehen suchen, wie unsere Form ist, was wir tragen, wie wir ausschauen, suchen, dann wird Allah uns erniedrigen. Denn die wahre Ehre gibt es absolut nur im Islam. Eines Tages zur Zeit vom Kalifat von Imam Ali, radiallahu anh, läuft er durch den Bazar und er sieht, wie ein Jude sein Schwert hat und dieses Schwert verkaufen will. Und er geht hin und packt den Juden und sagt, das ist mein Schwert, das ist geklaut worden. Der Jude sagt, nein, das gehört mir. Imam Ali sagt, hinten ist eine Gravur, ich weiß das doch. Und sie drehen das Messer um, tatsächlich, da ist wirklich eine Gravur drin. Und dann sagt der Jude, dann lass uns doch zum Richter gehen, das ist meins. Und dann gehen sie zu einem Richter. Der hat Umar ibn Khattab damals eingesetzt, ein sehr bekannter, sehr berühmter Richter gewesen. Shuraih hieß der. Und sie gehen hin. Und Shuraih sagt, ja Amirul Mu'minin, Wallahi, ich weiß, dass du für ein Schwert nicht lügen würdest, aber wenn du was behauptest, dann musst du einen Beweis bringen. Denn der Prophet sagte, Al-Bayyinatu ala Mudda'i. Also wer die Behauptung stellt, der muss die Beweise bringen. Hast du einen Beweis, dass das Schwert dir gehört? Und Imam Ali sagt, ja, mein Sohn Hassan kann das beweisen. Er sagt, nein, das ist von deiner Familie. Hast du zwei unabhängige Zeugen? Er sagt, nein. Dann sagt Imam Ali, ja, was sollen wir jetzt machen? Da sagt er, kann man nichts machen, dann gehört das Schwert den Juden. Dann steht der Jude auf und sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wenn diese Religion einen Kalifen und einen Juden gleich nebeneinander stellt und das Recht vom Kalifen den Juden gibt, dann kann das nur eine Religion sein, der man folgen kann. Und Wallahi, und ich schwöre bei Allah, und ich sage hiermit, wenn wir die Scharia richtig erklären, wenn wir die Scharia untereinander richtig leben, dann werden wir sehen, wie die Menschen in Scharen in den Islam wie damals eindringen. Heute haben sie uns das so beigebracht, heute wurden die Worte wie Scharia, wie Kalifat, wie Dschihad so derart von deformiert, dass wir Muslime selbst Angst haben, diese Worte heutzutage zu benutzen. Wenn wir heute sagen wollen, ein Kalifat, oh, dann werden wir schief angucken. Wir wollen die Scharia haben, oh, dann werden wir schief angucken. Das Ding ist aber nur, Kalifat bedeutet nicht, jeden Andersgläubigen, jeden Christen und Juden in seinem Staat zu töten, zu enthaupten. Scharia bedeutet nicht, jeden Menschen den Kopf abzuhacken, jede Hand abzuhacken, Körperglieder des Menschen zu trennen. Scharia bedeutet nichts weiteres als Gerechtigkeit. Dschihad bedeutet nicht willkürlich Menschen töten, Menschen, Frauen und Kinder zu töten in einem Kriegsfeld. Dschihad bedeutet nichts weiteres als eine Gerechtigkeit zu verteidigen. In unserem Kalifat können Andersgläubige Frieden leben. In der Scharia wird ein Kalif mit einem normalen Menschen gleichgestellt, denn vor den Gesetzen Allahs ist jeder gleich. In den heutigen Demokratiesystemen oder in den jeweiligen Staatssystemen ist es so, sie reden von Demokratie, gehen aber über Leichen. Sie beuten derart die Länder aus mit dem Namen von Demokratie und diese Freiheiten, dass die reichsten Länder der Welt zu den ärmsten Ländern der Welt gehören. Sie sagen, wir sind Dschihad und wir sind gefährlich.
Sie sind es aber, dass wenn sie Krieg führen, Frauen und Kinder willkürlich einfach töten. Das haben sie in allen Kriegen gezeigt. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, in den jetzigen Kriegen, die geführt werden aktuell, wo es sogar Video überall gibt. Sie gehen über Leichen. Sie sagen Staat, Rechtsstaat. Sie sind es aber, die ihre Bevölkerung mit Niedriglöhnen richtig ausbeuten, wo die Leute gerade so am Monatsende über die Runden kommen. Unser System, unsere Scharia, unser Kalifat ist nicht wie ihres. Wir haben das Recht nämlich zu sagen, wir wollen ein Kalifat. Wir haben das Recht zu sagen, wir wollen die Scharia. Denn dies bedeutet nichts weiteres wie Gerechtigkeit für einen Muslim und einen Nicht-Muslim. Und deshalb ist unser Ziel in unseren Ländern, das islamische Kalifat wieder zu etablieren, wie es damals war, wie es sich eigentlich gehört, dass die sogenannten Muslime wieder das Recht haben, das richtige islamische Verständnis zu kriegen und richtig ihren Glauben zu leben, ohne unterdrückt zu werden oder ohne irgendwie eingeschränkt zu werden. Und deshalb sagen unsere Gelehrten, dass ein islamisches Kalifat das Paradies auf Erden ist. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.